Bei einer Kreuzung ist der Bär stehen geblieben und hat gesagt: «Jetzt musst du absteigen und das letzte Wegstück alleine gehen. Da bei dieser Kreuzung warte ich morgen um die gleiche Zeit auf dich. Und denk dran, lass nicht auf das, was deine Schwestern dir raten.» «Danke, Bär!» Der Bär hat sich umgedreht und ist zurück in den Wald. Das Holzhackermädchen hat ihm nachgewunken und dann ist es glücklich heimgesprungen. Oh, wie hat es sich gefreut, dass es endlich wieder auf seine Eltern und seine Geschwister war. Die Gegend ist ihm bekannt vorgekommen. Aber wo ist ihr Zuhause? Dort, wo früher die Holzhackerhütte war, ist jetzt ein grosses Haus gestanden. Eine richtige Villa. Und rund um einen prächtigen Park. Das Mädchen ist näher. Da sieht auch seine Geschwister. Die haben ganz vornehme Kleider angehabt. Und sie haben jetzt auch ihre jüngste Schwester entdeckt. «Hey, komm! Schön, dass du wieder da bist!» Der Bär hat doch tatsächlich das Versprechen gehalten. Schau, schon nach kurzer Zeit, wo du fort warst, hat sich unser altes Haus in diese wunderschöne Villa verwandelt. Komm, Mutter und der Vater werden überglücklich sein, wenn sie dich sehen, weisst. Sie haben sich bis jetzt noch gar nicht ab dem Reichtum freuen, weil sie gemeint haben, der Bär hat dich allweg gefressen. Ja, die Mutter und der Vater konnten es kaum glauben, wo sie ihre jüngste Tochter vor sich sehen. Und sie haben vor Freude angefangen zu brieken. Das Mädchen hat alles erzählt. Und auch, dass es am nächsten Tag zum Bär zurück will. Dann aber ist es nachdenklich geworden und hat erklärt, dass nur etwas ein bisschen komisch sei. Immer um Mitternacht kommt jemand in das Zimmer, wo ich schlafe. Läuft an meinem Bett vorbei, liegt in einer Ecke, wo das Fähli am Boden hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es ist aber immer ganz dunkel. Dunkel? Der macht doch Licht. Das geht leider nicht. Es hat gar nie eine Lampe. Und auch keine Kerzen, kein Zündhölzchen. Nein, dann nimmst du einfach Kerzen und Zündhölzchen mit. Und beim nächsten Mal, wenn da irgendwer wieder ins Zimmer kommt, dann zündest du die Kerzen an und schaust. Sie haben in der jüngsten Schwester gerade Zündhölzer und Kerzen eingepackt und dann sind alle schlafen. Am nächsten Tag hat sich das Mädchen von der Familie verabschiedet. Es will sein Versprechen halten. Und das haben auch die Mutter und der Vater verstanden.